Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Assembly. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die Lüftung lahmgelegt und jetzt gehen wir uns das portale Laufwerk holen bei Nakamura. Oder wie die Dame auch immer heißt. Wie heißt denn die Dame? Nakamura. Mura, ja. So, die sollte ja eigentlich jetzt nicht mehr hier drin sein. Also, wo hat Jen denn jetzt die tragbaren Laufwerke? Jo, das sind die Server. Außerdem technische Beratung. Der Ausfall der Klimaanlage muss irgendeine Sicherheitsprozedur ausgelöst haben. Oder halt... Brauche ich nicht. Oder halt eben so ein Sicherheitscheck. Hab ich dich. Achso. Tut mir leid, Jen, aber leider kann ich dich das nicht ordentlich zuteilen lassen. Ich habe da ein Date mit dem CDC. Okay. Also, wo ist das nächste USB-Dock? Oh Mann, jetzt habe ich... Jetzt hat das Spiel einen Hänger. Hey Jen, ich bin's, Anton. Hör mal, geht mich ja nichts an, aber ich wünschte, du und Cal, ihr könntet euch wieder vertragen. Er ist schon seit einer Weile ziemlich am Boden. Und er wird's zwar nicht zugeben, aber ich weiß, dass das an eurer Trennung liegt. Wenn du ihm vielleicht ab und zu einen Gefallen tun könntest, heitert ihn das vielleicht auf, ja? Ich sag's ja nur. Oh, süß. Netter Versuch, Meister, aber leider witzlos. Die ist definitiv immer noch sauer auf mich. Boah, was hast du denn Wer gemacht? will da noch sagen, dass es der EDV an Action und Spannung mangelt? Ja, das Spiel hat hier einen kleinen Macke, weil hier sagt er mir, dass Dr. Nakamura hier steht, aber das stimmt gar nicht. Die steht nicht hier. Also das Wasser, ja, Erste Hilfe, Drucker. Wir suchen einen USB-Anschluss. Okay, habe ihn gefunden. Bevor aber ich den nehme, Jetzt will das ich... Laufwerk mit dem Dock verbinden. Okay, jetzt das Memo-Headset auf die Ladestation und jetzt die Datenübertragung starten. Mal sehen. Okay, Daten kopieren. das Ah, dürfte okay. eine Weile dauern. Ja gut, geht aber irgendwie schnell. Komm schon, komm schon. Wer, ich? Ach, ich mache nur ein Backup. Nein, natürlich nehme ich das nicht mit raus. Das wäre ja gegen jede Vorschrift, die wir hier haben. Ich hoffe. Okay, Test durchziehen, Transporter anfordern und dann einmal einfache Fahrt zum CDC. Oh Mann, willkommen zurück. Oh Mann, ich bin so froh, wieder zurück zu sein. Aber hallo, wenn die Kinder nicht wären, würde ich meine Professur an den Nagel hängen und hier leben, wobei die Leute, die Vollzeit dabei sind, irgendwie alle wunderlich werden. Ich habe gehört, dass Dr. Abernathy von der Kommunikation seine Maske immer aufhat, sich aber ansonsten weigert, überhaupt etwas anzuziehen. Statische Interferenzen, sagt er. Okay. Und die Wartung. So. Das kennen wir ja schon. Mit der Klimaanlage. So, und die Brille natürlich. Okay, zurück in den Kontrollraum, dann Cheves anrufen. Ja, das machen wir das jetzt mal. Ähm, 15 hier rein. Okay, los geht's. Also erst bevor wir hier jetzt jeden anderen... Kandidat 0963 Ruiz. Aktivitätsprotokoll 302.
Mit dem Jungen werde ich so langsam warm. Der überstürzt nichts. Bislang hat er 15 Minuten damit allein verbracht, seine Strategie zu durchdenken. Ich bin definitiv auf seiner Seite. Oh Mann, Antons Test. Kommt mir vor, als wäre das schon Jahre her. Na, sieh mal an. So, bevor wir jetzt hier anrufen, Daten zu testen. 1, Anzahl, Züge. Oh, die macht das super. Auf direktem Weg zu einem Angebot. ...143 Züge habe ich gebraucht. Okay. Untersuchte Beweise. 25 von 29. Durch Einstiche 4. Lösungsversuche 3. Okay, da habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Okay. Oh, es ist heiß hier. Ich muss unbedingt viel trinken. Der Ausbruch. Den mag ich. Ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Werde ich wohl nicht brauchen. Ich habe Angst. Ich sollte Chavez anrufen. Ja. Oh, noch ein Pilz. Eine Akte zu Dr. Stone. Interessant. Die hat insgeheim mit ihrer eigenen Mutter experimentiert. Nun, wenn's erblich ist, was braucht man da noch an zusätzlicher Motivation? Die Mutter ist gestorben. Oh, und sie hat versucht, das zu vertuschen, aber jemand hat sie verraten. Zulassung entzogen, verurteilt, von der Presse verfolgt. Hartes Schicksal. Wirklich hart. Interessant. Die hat insgeheim mit ihrer eigenen Mutter experimentiert. Ja, das kennen wir. Nun, wenn's erblich ist, was braucht man da noch an zusätzlicher Motivation? Die Mutter ist gestorben. Oh, und sie hat versucht, das zu vertuschen, aber jemand hat sie verraten. Ja, Zulassung entzogen, verurteilt, von der Presse verfolgt. Hartes Schicksal. Wirklich hart. Nichts drin in den Schubladen hier. Oh, ich erinnere mich an den Kerl da. Der ist bei Test 4 ausgestiegen. Experte für Nervenschnittstellen. Wahrscheinlich wollten die den zusammen mit Annabelle in den Orc-Med stecken. Die würden sich ihren eigenen Arm abhacken, solange er nur durch eine coole Cyberprothese ersetzt wird. Okay, irgendwie krank. Kandidat 0961 Patel, Aktivitätsprotokoll 305. 961 wurde zum 3. Mal neu gestartet. Ihr ist das Wesen dieser Aufgabe offenbar klar, doch sie geht sie sehr zurückhaltend an. Dies passt zu dem Verhalten, das sie bereits bei anderen Tests an den Tag gelegt hat. Ja, ich weiß noch, wie ich sie beobachtet habe. Sie war ziemlich gut. Ja, gut. So. Ja, gut, dann wollen wir mal anrufen hier und schauen mal, was passiert. Dr. Chavez? Ich bin's, Cal. Tut mir leid, dass ich ein wenig zu spät komme. Überall sind Gänge zwecks Wartung gesperrt. Ich musste den ganzen Weg bis experimentelle Physik gehen. Warum haben Sie nicht die Abkürzung durch den alten Testraum mit den Säulen genommen? Dauert nur wenige Minuten länger. Ach, echt? Tja, man lernt nie aus. Egal, jetzt bin ich ja da. Ja, ich kann Sie sehen. Die Ausbruchssitzung ist komplett vorbereitet. Die Parameter sind so wie damals bei Dr. Ruiz. Sie sollten also keine Probleme haben. Sie wartet darauf, dass sie von Ihnen gerufen wird. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Bis später. Nicht mit dem Telefon, nein, mit dem da. Ich sollte mit diesem Test beginnen. Gut, dann wollen wir mal. Dr. Stone, bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Ihr nächster Test wartet. Und wie der Test ausschaut, werden wir in der nächsten Folge sehen. Denn, ja, das wird spannend. Ausbruch mit Madeline Stone in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.